Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Fallout 4 Together, zusammen mit der... Raichu. Die höchst begeistert ist natürlich. So wie immer. Ja, das Mal habe ich den Drücker und jetzt geht's weiter. Kannst du schon springen? Kann ich schon springen? Hui, hui, ja. Sehr gut, wichtigstes Feature ist geklärt. Ja, die glauben jetzt auch, dass wir hier ein ganz besonderer hier im Vault haben, wenn hier einer die ganze Zeit auf der Treppe rumspringt. Ja, ich habe überlebt, ich habe überlebt. Ich hab's gesehen, wie sie verbrannt sind, die Säue. Ach Gott, so, jetzt bin ich hier Chef, alles klar. Und Pinky ja. auf sie, um Dominanz zu zeigen. Ja, ja, hör auf zu kotzen, Typ. Mr., wie heißt er nochmal? Hau ab, Nora. Irgendwas mit Whitefield Whitfield oder sowas, ja. Whitfield. Mr. Whitfield, der hier gerade die Ecke voll kotzt, alles klar. Ja, und zwar, hey, hast du mal ab, Nora? Hast du mal mich umzutackeln mit dem Kind? Und normalerweise ist so, wer stirbt, der gibt den Drücker ab, aber in dem Fall machen wir jetzt einfach mal Episode beendet, Scepter geht weiter. Dann sind wir hier im Vault 111. Welcome home. Hoi. Okay. Oh, da ist ein Artgenosse hier. Der hat genauso die Widerling-Frisur. Der Vault-Tech-Mitarbeiter. Schon sind sie Best Friends. Ach du liebe Zeit, das sind aber mal ein paar... Boah, kaiserlicher Backenbart. Ich wünschte... Oh Mann, den hätten wir auswählen müssen. Ich wünschte, mehr Leute würden so einen kaiserlichen Backenbart tragen. Aber die Sommersprosse... Hoi. Was gibt's dann? Fan-Merch. Ah, geil. Fanmerch ist immer gut. Ich will noch einen, falls ich mich nur mal einen Stuhl. Hopp, gib her. Ich bin unsauber. Was ist das für einer Walltech Arzt? Ach du Scheiße. Entschuldigung. Einfach hier entlang. Komm, hüpf doch hinterher. Ui, ui, ui. Da müssten wir eigentlich noch irgend so grässliches Lied dazu singen. Ich hab die Plage überlebt. Da, 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 da. Ich bin so Also glücklich. Voltec Ich würde möcht- dich nicht aufnehmen. Da steht überall No Smoking. Ja, ich hasse es. Ich möchte ein Glücksbärchen sein. Da, 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 da. Ja, genau so stellt man sich das vor. So, Hui. oh, ich habe gerade die Apokalypse überlebt, alle anderen sind tot. Hui! Und ich spring durchs Vault. Ich möchte ein Glücksbärchen sein. Ja, Standard. Der kommt dann sofort in die Gummizelle und nicht in die Kryokammer. Ah, Kryokammer? Wovon redest du denn da? Was ist denn eine Kryokammer? Alles wird gut. Papa ist doch da, siehst du? Hat das jetzt der Arzt gesagt oder was? Schatz, hilfst du mir am Arsch? Geh doch selber in das scheiß Ding rein. Dann geh mal hier. Ich bin super zu meiner Frau. Ich merke, ich werde ein klasse Ehemann irgendwann. Ist mir doch scheißegal. Geh doch mit dem Blag da rein. Ab jetzt hier die Kontaminierungskapsel. Zack. Na warte, du Kleiner! Abgerei, Humi. Zack. Folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Passt. Zeit für ein ganz neues Leben. Ja, genau. Das ist jetzt dein Haus. Fühl dich wohl hier. Ist hier auch ein Klo oder so? Ja, bestimmt. Beziehungsweise Katheter. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt dann so die Nachricht, Katheter wird gelegt. Was? In 5, 4, 3, 2, 1, So nein! einmal Stoma, einmal Katheter zum Mitnehmen, bitte. Hose wird runtergelassen. Nein! Künstliche Zugänge installiert. Oh. Dann noch so Parfüm reingesprüht in die Kapsel. Boah. Alles klar. Kälteschlaf beendet. Kälteschlaf? Das ist keine Desinfizierung? Was? Ja, flüssiger Stickstoff ist bestimmt auch sehr desinfizierend. Ah, sieht das schön aus. Diese Farben. Ich kann sie riechen, die Farben. Guck doch einfach mal geradeaus, du Holzkopf. Nö. Oh. Okay, was passiert denn hier? Was geht denn da ab? Was ist denn da los? Vor allem, weil der Säugling das bestimmt überlebt hätte. Ja. Aber ich glaube, Baby-Kryokammern hätten die nicht unbedingt. Keine Ahnung. Jetzt lass doch wohl das Kind los. Mysteriöse Figur, das ist immer gutes Zeichen. Gell? Vor allem, wenn sie irgendwie Gasmaske, ups. Naja, ich sehe jetzt auch kein Blut, also irgendwie scheint er nur einen Warnschuss abgegeben zu haben Haben wir hier. vielleicht einfach das Blut irgendwie ausgeschaltet? Hier der El Glazzo. Yay.
Der ist mir sympathisch. Warum wohl? Sieht genauso aus wie unser Homer. Ja, aber da hat so ein bisschen mehr rasiert, die Hoher. Er hätte eigentlich noch Hoher, aber ähnlich wie bei mir. Ja, er hat ja einen Sohn, insofern nach Bart hatte Homer ja auch noch Haare. Also erst nach Lisa ging es ein bisschen. Der Mensch, deswegen hat er das Kind entführt, damit er jetzt Genau. nicht unbedingt die hohe Haut Und die Frau rausreißen erschossen, müsse. damit er seine Haare behalten darf. Ja, messerscharfe Logik. Gell? Ausgezeichnet, alter Knabe. Ganz vorzüglich. Mein Allerwertester. Ja, famos, das ist famos. Okay, ja, ihr merkt, wir babbeln mehr dummes Zeug, wenn wir uns jetzt auch mehr frei bewegen können. Zeitreisen für Anfänger. Verlasse Vault 111. Niemals. Was sind wir dann hier? Bin hier geboren, ich werde hier sterben. Ja, genau. Ich wurde in dieser Kryokapsel geboren und ich werde in dieser Kryokapsel sterben. Gott, warum sollte Vault-Tec das tun? Ja, man braucht hier nur wieder mal ein paar Eiswürfel für den Drink, oder? Ja, absolut. Ich Weiß man ja, wo man sie noch findet. ich Ne? übrig bin. Ich finde es einfach spitze, dass du Homer dabei steht. Sie sind alle Klasse. tot. Sie sind alle tot. Oh Gott. Oh, mein Flur könnte ich auch mal wieder sauber machen. Oh. Was haben wir hier drin? Oh, ist alles so eisig. Mir ist kalt. Ich habe nicht mal einen Schal bekommen von Vault-Tec, ihr Schweine. Was ist denn das? Wir haben hier ein Ungezieferproblem, oder? Hui, ich hüpf mal hin. Oh, nett. Lol. Lol, genau. Herr Uflach, richtig hier. Roffel. Ja, Roffel. Ich hasse es, wenn Leute statt zu lachen einfach nur LOL Sachen. Lol. LOL. Total seelenlos. Sicherheitsterminal. Willkommen bei Link von Robco Industries. Freigabe Vault-Tec Sicherheit. Sicherheitsanweisung. Die will ich mir natürlich durchlesen. Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur für Sicherheitspersonal. Verstoß VTP -01011. Oh, das ist ja schön. Vault 101 ist dafür ausgelegt, die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testsubjekten zu ermitteln. Reizen. Das Sicherheitspersonal ist für die Integrität der Anlage und für die Überwachung der wissenschaftlichen Mitarbeiter verantwortlich. Mitarbeiter dürfen unter keinen Umständen von den ihnen zugewiesenen Pflichten abweichen. Ja, was hat man denn da bitte für Pflichten? Was? Insubordination Oh Gott. oder Behinderung, ja. Oder Behinderung des Vault-Betriebs sind schwerwiegende Vergehen. Das Sicherheitspersonal ist zur Anwendung tödlicher Gewalt autorisiert. Na, leck mich fett. Geil. Jo, Betriebsprotokoll, immer cool. Aufnahme von Bewohnern. Nach Erhalt der Aktivierungsnachricht von Vault-Tec hat sich das gesamte Personal im Eingangsbereich einzufinden, um bei der Aufnahme der Vault-Tec-Bewohner zu helfen. Das Sicherheitspersonal ist dabei für die Einhaltung der Ordnung zuständig und hat dafür zu sorgen, dass weder das Personal noch Bewohner versuchen, den Vault zu evakuieren. Er geht ja auch schlecht, wenn man so ein wandelnder Eiswürfel ist. Ja, eher suboptimal, ja. Ja, so ein bisschen. Das Forschungspersonal ist für die Aufnahme der Bewohner zuständig und eskortiert sie zu der ihnen zugewiesenen Kryokapsel. Nicht verzeichnete Bewohner sollten gebeten werden, ihren Platz zu räumen und falls nötig gewaltsam in Gewahrsam genommen zu werden. Befinden sich alle Bewohner in ihren Präservierungskapseln, sind in Gewahrsam genommene Personen zu entsorgen. Der versiegelte Vault-Eingang darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Ja, das ist doch sehr toll. Ja, komm, scheiß drauf. Das ganze Gebabbel will ich jetzt auch nicht vorlesen müssen. Ja gut, wenn man privat spielt, kann man das machen. Richtig. Aber ansonsten... Extermination is everyone's job. Ich finde diesen Vault Boy so großartig. Absolut. Kaffeetasse brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich benutze den auch privat immer so ein bisschen als Meme. Das ist so Daumen nach oben. Ja, der ist auch spitze, der Vault Boy. Das ist definitiv eine von der großartigen Errungenschaften von dem Spiel. Ich finde auch diese ganze Was macht sie Special-Videos, finde ich großartig. Die sind absolut genial. Vor allem Intelligenz ist super gut, wenn er dann mit dieser Eselsmütze da rumläuft und rumsabbert. Ach Gott. Was ist das denn? Was ist denn da los? Ah, okay, R2 ist immer Gewalttaste. Das musste ich jetzt nicht mal hier mir sagen lassen. Das ist normalerweise häufig in Spielen so. Ups. Bäh. Komm, lass mal ein bisschen Radkakerlakenfleisch knuspern. Was Ja. zum Teufel? Herr Uff? Was ist hier? Hau ab, du Scheiße. Verpiss dich. Was ist denn jetzt passiert?
Also, was ist denn jetzt los? Mystery-Kakerlake oder was? Uah. Ja, Alien ist ein Dreck dagegen, ne? Pfui Deibel, was haben die Illuminaten damit zu tun? Wache, ja genau. Wache Schlagstock. Ah, okay, vielleicht hätte ich das Ding benutzen sollen. Quatsch. Okay. Du sollst natürlich mit deinen krummen... Wache Schlagstock und Stimpack, alles klar. Yo. Okay. Rage Against the Machine, komm, ich will das zerstöre hier. Okay, es könnte explodieren. Wie in Amerika so ziemlich alles. Oh mein Gott, es wird explodieren. Das geht nicht. Okay. Okay, ich habe gerade eben gedacht, da hängt ein Stiefel. Sehr gut. Cleanless ist Godliness. Okay, alles klar. Ja, es sieht auch aus, als wird hier immer gut geduscht wäre. Mhm. War da nicht irgendwo ein Spiegel? Ich sollte auch mal wieder duschen. Alles, das klingt doch vernünftig, aber nee, wir wissen ja von RTL, du bist ein Zocker, du brauchst nicht duschen. Ja, natürlich. Ja, klassisch. Klassisch. Oh, okay. Da hat jemand die Arbeit für uns übernommen. Dahin ist noch einer. Komm, dich mache ich fertig, du Sau. Ich spring dich an. Komm, ich spuck dir ins Auge und blende dich. Warum muss bei dir immer alles gleich fetisch sein? Red Kakerlake. Oh, du Sau. Komm. Ja, du hättest blocken sollen. Halt die Schnies. Was hat der dabei? Also der sieht gesund aus. Ja, vor allem. Wo sind alle? Wie sieht er dann aus? Gucken wir uns doch mal an. Die distale Fingerglieder sind erhalten. Ich glaube, normalerweise wäre das so Trockenreste von so einer großen Suppenpfütze, oder? Ja, das ist ja hier so ein bisschen arg gerostet, das Ganze. Also im anatomischen Verbund ist er noch ziemlich gut, ohne auseinander zu klappern. Und das ohne Erde aber drüber. Das ist spitze. Das ist klasse. Das würde ich mir auf der Erde als mal wünschen. Dass sie ein bisschen weniger krümelig sind. Und vor allem, dass die distale Fingerglieder noch ganz vorne erhalten sind. Das finde ich spitze. Gut, das mal. Sogar noch dem, der noch oben zeigt. Der könnte einem sogar noch einen Stinkefinger zeigen. Und auch hier, der Fuß, guck dir den Fuß an. Alles. Okay, kann natürlich sein, dass die Haut so ein bisschen zusammengeschrumpelt ist. Und ja gut, aber eigentlich ist das damit nur noch die Eigentlich ist es Knochen nur reine Knochen, ne? Ja. Ja, Und also auch ich glaube nicht, dass Rippen noch irgendwie dreidimensional sind, oder? eher schlecht, ja. Also der Körper ist jetzt nicht so. Okay, beim Schädel, das ist klar, das ist in Ordnung. Sinn. Wobei ich glaube, der Kiefer, der wird der Mund daneben dran rumflubbern. Und spätestens die Wirbelsäule, die man da sieht, die wird da irgendwo so ein bisschen durch die Gegend puzzeln. In der Tat, aber die Hand macht mir am meisten Sorge. Die die zeigt noch Füße aber. ist doch genau dasselbe. Ja, die zeigt nur aber und okay, jetzt hab ich ihn umgelagert. Okay, der liegt Komm, mir in lager doch mal situ. um. Der Hüpf liegt mal ein immer. bisschen drauf rum. Ja, du bist kein Archäologe, du musst das nicht mit dem Tachi vermessen. Zumindest hier nicht. Ja, hier zumindest nicht. Ja. Wobei, das ist natürlich auch toll. Ja, was hast du in Fallout gemacht? Ja, erstmal ein Tachi stationiert. Genau, Ja. komm, haben wir hier einen Tachi. Wir müssen das Skelett hier einmessen. N9-111. Boah. Hau ab, du Seuche Grützerich. Okay, da haben wir noch was. Ah, die haben uns wahrscheinlich gesehen. Meinst du, das ist eher eine B-Linie oder eher eine Q? Oder? Ich glaube, hier können wir frei was, also das lässt mich jetzt nicht los, ne? Wir könnten natürlich hier... Ja, den kann man durch die Gegend schieben. Kann man den schieben? Schieb. So ein bisschen durch die Gegend flubbern kann Ich kann nur die Teile ein bisschen verändern. Also du wärst knapp, du würde ich sagen, wir machen hier einfach nur Skelett. Da hat ja keine eindeutige Grabgrube, die wir mit B oder C aufmessen könnten. Hoppala, hoi. Okay, Planung 0, ne? bevor wir die Zuschauer zu Tode langweilen. Ja, geil. Mehr Spritzen. Ich brauch's. 30% Gesundheitsstellen, ja, geiler Scheiß. Okay. Hallo, noch ein Skelett. Noch wer? Hat es jemand nach draußen geschaffen? Der liegt ja auch sehr fancy hier dort. Try me like one of your French girls. Oh, geil. Pistole. Oh nein. Was für eine Wumme. Flupp. Okay, mit L2 ziele ich, wahrscheinlich mit R2 drücke ich ab. Machst du Peng. Ja. Ich würde es nicht aufs Terminal halten. Zumindest nicht, wenn du Probeschuss machst. Okay. Ah, nee, da war irgendwas zum Öffnen. Kryolabor. Ja, da war was zum Öffnen. Ja, ich mag sowas dann mit diesem Vorlesen. Kryolator. Yo. Bla bla. Bla bla. Dann lies es auch vor, wenn du es postuliert hast. Nee, wie geht? Ich lese doch nicht vor. Bis dort, ihr habt das bestimmt jetzt alle auch schon durchgelesen und wir sind Ja, eben. lesefaul beim Let's Play Together. Genau.
Leben. Ich kann nicht leben. Ich wollte gerade sagen, wir wollen nur kaschieren, dass wir Analphabete sind. Nett. Ein Sperrenmeister. Ich hole dich Sehr mir gut. später. Erstmal ausprobieren. Meine Haarklammer. Ups. ich wollte Hoppala. eigentlich gewaltsam draufschlagen. Hopp, ich will den... Also ich glaube aber, Homer ist ein Nahkampfwaffen-Fan. Ich bring dich um. Siehst du? Genau das. Meine ich doch. Okay, was haben wir dann hier? Kommode hat's Da ist nichts nichts. drin. Alles klar. Ja, man darf, Da hier ist auch mal, nichts drin. man darf hier mal gucken, Frau Madame hier. Zigarette nehme ich immer mit. Ja, war mir doch so klar. Boah, das macht Spaß. Hier hätte ich mal gerne eine Abseiler. Was steht hier? Lifter Hydraulic Pressure Regulator. Warning, adjusting pressure while door is raised may cause upper door to fall. Keep above 1200 PSL. Dreh dich mal um. Wo? Spiegelschrank, gucken, ob da was drin ist. Alter Kotz. Haarklammer, die nehme ich doch gern mit. Die brauchen wir auch so dringend. Ja, trink doch mal einen Schluck. Boah, ein Bandi-Eistee, noch schön knusprig. Nom, 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 nom. Ach, ich spring hier wieder durch die Wald. Ich möchte ein Glücksbärchen sein. Hier können wir durch jetzt. Oh, hi. Hast du eine Waffe ausgerüstet? Jawohl. Und das mal schieße ich. Komm. Ist das eine Katze? Ja, genau. Da würde ich mal ein bisschen Sorge machen, wenn das eine Katze wäre. Guck mal, da ist noch eine. Hau ab! Ja, die Dinge sind auch echt Verpiss dich! scheiße zu treffen. Ohne Verpiss dich, verpiss dich! Ich schieß mein ganzes Magazin auf dich, wenn es sein muss. Hau ab! Hau ab! Ich werde noch erkakerlakt, ich sehe es. Klarer Fall. Ja, doch, uff, na doch, loch. Hopp, hopp, hopp. Haben künftige Archäologengenerationen was zu lachen. Wegen was? Ja, wegen dir. Tod durch Kakerlake. Das kommt aber glücklicherweise nicht auf der Grabstein mit drauf. Tod durch Kakerlake. Doch, bei dir schon. Das wäre ziemlich erbärmlich. Komm. Ich glaube, ich bleib lieber mal beim Schlagstock hier. Ich sag's ja. Dinger auf jeden Fall. Ich sag's ja auch in jedem anderen Let's Play. Ich bin ein hundsmiserabler Schütze. Ich kann einfach gar nichts. Ja, Schusslegastheniker halt, ne? Typisch. War das Gut, jetzt aber- Königin? Ah, ne, okay. Nee, aber in Fallout hast du ja eigentlich das Bullet Time. Das ist mehr als nur praktisch, wenn du nichts kannst in die Richtung. Aha. Vor allem bei diesen kleinen Viechern. Boah, das ist grässlich. Vor Auch allem. die Blähfliegen, die treffe ich nie mit dem freien Ja, Schießen. ja, Nie. das scheiß Problem hatte ich aber auch dann, als ich das erste Mal gespielt habe. Vor allem über Kimme und Korn schieße ist grässlich. Pip-Boy nehmen. Hey, Achtung, hast du mal Uff? Du Sausack. Geht's noch? Okay, ja, töte ihn und lass seine Verwandten bei zugucken. Guter natürlich. Plan. Pip-Boy nehmen. Den will ich. Mit oder ohne Hand? Mit. Das ersetzt jetzt meiner. Meine ist so viel Fleisch dran, das brauche ich nicht. Die Kids ist ja ekelhaft. Aber die Fingernägel hat er gut geschnitten, oder? Ja gut, wenn man so will, die Fingernägel sind noch auf Präapokalypse. Ne, war ja eingefroren, da wächst der Scheiß ja nicht. Aber normalerweise bei Kryo verzögert ja eigentlich nur ein bisschen. Ne? Das friert ja nicht komplett Eis, sondern das verzögert ja eigentlich nur auf Vielleicht haben sie Minimum. die ja regelmäßig mal geguckt und ein bisschen nach. Vielleicht war das ja eine der Aufgaben der Mitarbeiter. Okay. Radio. Komischer Fetisch. Bei dir ist immer alles gleich fetisch. Das ist unglaublich. Hast du das Radio angemacht? Nee. Schande. Ich wäre hier immer nur sexuell belästigt hier beim Let's Play die ganze Zeit. Alles ist immer ein Fetisch. Ja, sowieso. Ich weiß gar nicht, was ich hier durchmache. Sie ist nicht der Gefangene, sondern ich. Ich werde hier gezwungen, Let's Plays in ihrem Keller zu machen. Komischer Keller. Ich glaube, unter dir waren noch Kippen. Ja, echt? Wo? Ich brauch's. Da auf dem Karton. Ein Karton? Links. Da. Ich glaube, das waren. Nee, fast. 10 mm Patrone, fast. Kann man auch So rauchen. auf den ersten Blick sieht man es nicht so. Kann man auch rauchen. Geht auch. Schraubenzieher, komm, ist immer nützlich. Ohne Werkzeug verlasse ich hier meinen Shelter nie. Okay, dann gehen wir hier raus. Boing, Also Homer Simpson-Style Reparatur. boing. Ja, genau. Wie dieser Müllskulptur, die er macht, wo er eigentlich einen Grill aufbauen wollte. Ja. Die Anleitung ist kaputt, bleibt nur noch die Anleitung auf Französisch. Le Grille, was zum Teufel soll das heißen? Sieht aus wie ein Zigarette-Art-Zünder, oder? So ein bisschen, ja. Und natürlich ist es ein großer roter Knopf. Natürlich, immer. Absolut authentisch. So wie auch aller Indiana Jones. Ein großes X markiert niemals eine wichtige Stelle.
Dein großer roter Knopf hat auch nie was zu sagen. Aber jetzt mach auf, ich will hier Raider und ich will hier... Zieh doch mal auf das rote Ding da. Das hier? Ja. Soll ich mal Baller machen? Ja. Oh, Passiert nichts. langweilig. Ich meine, mir hier 58 Patronen noch übrig, das können wir uns leicht so Späße. Vor allem, wir wollen ja nicht aus dem Vault raus. Und so. Richtig. Dann machen wir natürlich die Türverriegelung kaputt. Dann springe ich halt. Dops. Ich habe vergessen, wie Sonnenlicht aussieht. Ja, ich war ganze 5 Minuten hier drin. Ja, genau. Kam es vor wie 200 Jahre. Spoiler! Niemals. Hopp, komm schon. Aber noch 200 Jahre ist die Skeletterhaltung wirklich noch ganz gut. Und vor allem so, wenn man so will, vollkommen frei im irgendwas liegen, was auch noch so ein bisschen modrig zu sein scheint. Richtig. Aussehen verändern, Name verändern. Ne, ich gehe als Homer Simpson mit 0 Intelligenz hoch. Immer wieder gerne. Ich würde mich wieder für Voltec entscheiden. Immer, Die jederzeit. Kryo-Kammern haben einwandfrei funktioniert. Fand ich klasse. Der Mord an der Frau war auch sehr kaltblütig und Naja, die das ist- Kindesentführung war auch sehr gut durchdacht. Ja, ja, absolut gut geplant. Also ich kann es 10 wirklich nur von jedem, 10. ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Hier kauft euch diese Ein Spaß für die Kryokammer. ganze Familie. Genau. Kauft euch diese Kryokammer hier von Vault-Tec, eindeutig. Das ist es wert. Absolut. Vor allem das Abenteuer, was damit verbunden ist, dann sein Kind wieder zu kriegen. Das ist große Klasse. Man lernt so viele Leute kennen. Spoiler-Alarm. Niemals. Was ist das? Kann man das essen? Oh, alles klar, jetzt dir die Sache. Ich übergebe das Zepter wieder. Jetzt hätte ich sagen, der Charakter braucht eine Brille. Du bist. Oh Gott. Geh nach Hause. Sieht irgendwie ein bisschen scheiße aus, ne? Ah, wie im Hemshof, ne? Oh, ich fühle mich fast wie zu Hause. Man sollte aber dazu erwähnen, sie kommt nicht aus dem Hemshof, nur zufällig aus dem Süd. Nu. Nicht so viel verrote. Psst, die dürfen deinen Aufenthaltsort nicht erkennen. Ja, Süd von was, ne? Ja, du guckst, ne? Oh, wo geht's denn da hin? Warum sind die Krähen nicht mutiert? Wieso sollten sie? Weil? Hatten keine Lust. Du guckst, drücke L3 zum Sprinten. Cool. Cool Story, Bro. Ich glaube, ich laufe gerade nicht in Zielrichtung, ne? Nö, nö. Hui, wo Du bist hier wieder Mitte in the Wastelands. laufe ich gerade hin? Irgendwo, wo wir nicht hin sollen. Soll ich mal zum Ziel gehen? Ach, mir ist egal. Ah, pff, ist zu einfach. Jeder kann zum Ziel laufen. Ich gehe einfach mal in die entgegengesetzte Richtung, weil ich ein Rebell bin. Natürlich. Dam, da, dam, da, dam. Ja, natürlich, das Springen wird beibehalten. Hui. Egal wer es spielt, das Springen behalten wir einfach mal bei. Waren wir vorhin in dem Wohnwagen? Nee, ich glaube, wir waren nicht im Wohnwagen. Oh, da ist ein offenes Auto. So schlimm kann es gar nicht gewesen sein. Im Kraner hängt hier niemand. Warte. Denkst du, das geht? Das ist sehr lustig. Spiel zu Ende. Alternativende. Einfach mal am Kraner aufgehängt, fertig. Der schaut auch gesund aus. Ja, vor allem diese Körperhaltung ist super. Da ist noch was ohne. Ja. Oh. Kram. Auf Pelzig wäre es einfach nur kruscht. Aschebecher. Den brauchst du auch. Wenn wir schon Kippe hätten, warum nicht? Ja, eben. Und ich glaube, links war auch noch irgendwas Tolles. Oder hinter dir jetzt, besser gesagt. Hinter mir? Ja, Kronkorker. Kein Kronkorken. Komm, eine Kaffeetasse. Kaffee Ja, ist auch komm. mal wichtig. Die ist bestimmt auch gut gewäscht. Ja, ja. Zur Not kann man ja in dem überhaupt nicht radioaktiven Wasser auch noch waschen. Richtig. Wir sind ja auch gar nicht irgendwie kontaminiert oder so. Oh. Oh, hi. Der ist nackig gestorben, dunkeloffer. Nee, guck mal, der hat so zu seinem Ende fand das noch ganz toll. Also guck dir diese Pose an. Hm. Vielleicht war es auch ein weibliches Skelett. Nee, guck mal hier, das weibliche Skelett sieht so aus. Okay. Ja, super Argumentation. Vielleicht war es auch irgendjemand, der mal aus seinem tollen Exoskelett rausgeschält hat. Ja gut, aber ganz ehrlich, wenn der Typ es schafft, dass in irgendwelche, ja, Da war er wohl schon tot in dem Exoskelett. Vorstädter, ja, aber ganz ehrlich, in dem Exoskelett solltest du so eine läppische Explosion doch überleben. Ja, oder? genau.
Das war nur eine 50-Tonnen-Megaton-Explosion. Überlebt Ja, mal. ich sag ja läppisch. Entdeckt Century. Ich habe das beim ersten Mal, wo ich Ark gespielt habe, habe ich mal probiert, hier was zu bauen. Ey, es sah so kläglich aus, was ich an Siedlung gebaut habe. Das sah eher noch Echt? töte mich aus als noch Siedlung. Also meine Siedlung sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Dann lass ich dich das machen, weil bei mir sah es so erbärmlich aus. Ey, die Leute hätten keine 5 Minuten da drin überlebt, wenn ein Angriff käme. Echt? Wir waren bis an die Zähne bewaffnet. Echt? Ich habe überhaupt erst gar keine Leute gefunden. Das war ja, boah, nee, wie gesagt, es sah bei mir furchtbar aus, als ich hier versucht habe, sowas ähnliches wie eine Siedlung zu machen. Was ist passiert? Klingt doch vernünftig, oder? Ja. Codsworth. Der braucht ganz dringend einen Helm. Ich werde für das Ganze ohne Helm durchzuspielen. So, die Geranien. Ja, das ist natürlich das Wichtigste. Die Geranien sind kaputt. Scheiße. Die nein. Geranien beißen jetzt nach mir. Alle sind tot, aber verdammt, die Geranien, sie sind mir vertrocknet. Das ist natürlich das Allerwichtigste, ja. Alter, was ein Typ. Mörder meiner Frau. Sie kamen in den Vault. Vielleicht hast du sie gesehen. Bewaffnet. Mit seltsamen Als wäre Science nicht seltsam. Mit seinem Strampelanzug. Kostüm rumgelaufen ist mehr als eine Woche zu früh. Dieser Kerl hat Nerv. Alle tot, aber ja, der Gör. Puh. Der hat auch irgendwelche sehr suspekte Probleme, der Codsworth. Gut, ist ja Haushaltsroboter, der ist wahrscheinlich auf Gossip programmiert. Ja, so Tratsch und so ein Quatsch und gutbürgerlicher Spießquatsch. Sie haben sie getötet. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, Hat. ich glaube, Sie brauchen Ja, hier habe ich noch einen Brandy. Trink. Nimm die Flasche. Ja, genau. haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht. Alter. Oder vielleicht eine Scharade. Sean liebt das. Ist Scharade. Ein Baby liebt Scharade. Was? Das ergibt keinen Sinn. Hast du Sean gesehen? Codsworth, hör mir genau zu. Hast du ihn gesehen? Hast du Sean gesehen? Ihre Frau hatte ihn, wissen Sie noch? Vielleicht ist sie zu den Parkers gegangen. Okay, der ist wohl nicht mehr up to date hier, der. Nicht mehr so ganz. Alter, von hinten sieht es ja noch schlimmer aus. Ach du Kacke. Er wurde entführt. Was haben wir getan? Wir haben ein Monster erschaffen. Ich finde ihn. Oh Gott. Kommt jetzt so vor allem Mensch der Homer oder Mensch der Codsworth? Immer als gedacht. Homer. Codsworth haben wir nicht gebaut. Leider. Und Codsworth war schon praktisch. Machst du das eigentlich später mit dem Hund oder mit dem Codsworth als Begleiter? Dogmeat. Richtiges Essen. Gut. Wobei ich bin auch, glaube ich, mal mit... Oh, ich habe nicht aufgepasst. Egal, 200 Jahre. Was? 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich Zwei... mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden Ja, dann sind wir jetzt um 2287 bis 97. Jahrhunderte zu spät zum Essen. Alter. Du Sparwitzler. Vielleicht kann ich einen Elender Flachwitzer. Das gibt's doch gar nicht. Wollen wir was machen? Alles klar? Ja, ja, klar. Alles klar. Alles klar. Codsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Das war schrecklich. Ja, wahrscheinlich hat Codsworth einfach 200 Jahre lang den Rasen gemäht. Tisch gedeckt, wieder abgeräumt. Klasse. Das muss sehr toll sein, das 200 Jahre lang zu machen. Atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Ja. Ja, das Problem kennen die Hausfrauen unter euch. Ja, so Radioaktivität, das ist schon wirklich, das vor allem in den Teppichen setzt sich das unglaublich fest. Ja, du hat Walltech bestimmt auch noch irgendwas, so Fallout and Go oder sowas. Ja. Das wäre mal ein Spiel. Scheiß auf Pokémon Go. Wir brauchen Fallout Go. Was weißt du? Hör auf, konzentrieren, bleib bei mir. Was weißt du? Ich quetsch dir mal Was gerne weißt du, aus. Codsworth? Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell Ja, und dann erstmal weiter den Boden bohnern, ja. Ja, richtig. gewesen. Er hätte ja auch mal zum Vault kommen können, also ein Höflichkeitsbesuch. Der Das war ja wär, versiegelt. Ich glaube nicht, dass da so ein Ach. erbärmlicher Roboter durchkommt. er hätte ja auch mal klopfen können. Mein Wille ist auf Tong, seinem tong, Weg. Holoband. Danke, Holoband. Holoband? Holoband. Ein Holoband?
Was ist da drauf? Ich glaube, es ist eine persönliche Nachricht für Sie. Eine Etiketteprotokoll. Das ist höflich. Wunderbar. Das ist höflich. Jedes Ganz bezaubernd. Standard-Bandlesegerät sollte es abspielen können. Zum Beispiel dieser Pip-Boy an Ihrem Arm. Das würde problemlos funktionieren. Ja, du guckst. Genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Aber steht Sache, Ihre Frau das machen wir in der nächsten Episode dann. Wenn wir uns erstmal, lassen wir es doch einfach mal hier ändern, oder? Ja, Das ist genau. doch, einfach das ist doch mal- wunderschön hier. Dann die Ja, Sache. mitten im Gespräch, das ist einfach famos. Richtig, bevor der jetzt so rumspringt und macht und tut, würde ich sagen, wir machen hier die Folge wieder zu Ende. Mit dieser wunderschönen Nahaufnahme von Homer. Ja, auf jeden Fall, das ist doch wunderbar. Und die Sache, wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Let's Play Fallout 4 Together auf Pelzig und Hochdeutsch zusammen mit der Raichu. Also machen's gut, ihr liebe Leute. Ayan Ciao. Yankee. Ciao.